Businessplan überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Geschäftsidee in die Tat umsetzen können. Sie setzen sich damit intensiv mit Ihrer Geschäftsidee auseinander und mit allen wichtigen Elementen Ihres Modells. Sie überprüfen diese auch auf Machbarkeit, überlegen sich, ist es denn überhaupt so möglich und ermitteln in dem ganzen Zusammenhang den Finanzbedarf. Letztendlich beschäftigen Sie sich aber auch mit der Frage, wer benötigt überhaupt meine Idee? Gibt es dafür überhaupt Anwender? Gibt es dafür überhaupt Kunden? So in der Regel sollte ein Businessplan folgende Kapitel beinhalten. Zum einen ist es erstmal das Executive Summary, eine Zusammenfassung. Ich gehe nachher gleich nochmal auf einzelne Punkte ein bisschen näher dann ein. Dann die Beschreibung des Produkts, eventuell der Dienstleistung. Dann ein Kapitel über den Markt, den Wettbewerb und aber auch so ein bisschen Vertriebsstrategie, Zielgruppen, Marketing, Marketingmix. Die Vertriebsstrategie, das kann ein Kapitel sein, das können aber auch 2 Kapitel sein. Dann ein Kapitel zum Geschäftsmodell, zur Organisation und aber auch zur Standortfrage. Das Team ist natürlich ganz wichtig, dass das erwähnt wird. Wer sind überhaupt die Gründer, wer dahinter steckt? Ein Realisierungsfahrplan, wie Sie das Ganze umsetzen möchten, Risiken und Chancen und zum Schluss natürlich die Finanzplanung. Das waren jetzt einige Punkte, die ich aufgezählt habe. Die Reihenfolge der Kapitel, sag ich mal, ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt, kann auch variieren, kommt ein bisschen auf den Adressaten drauf an. Je nach Branche setzen Sie natürlich verschiedene Schwerpunkte auf die einzelnen Kapitel. Das Kapitel ist letztendlich ausschlaggebend, das Executive Summary, ob sich ein Investor oder der Adressat, der diesen Businessplan liest, sich überhaupt mit der Idee beschäftigen möchte oder den Businessplan nicht zur Seite legt. Am besten deshalb schreiben Sie das Executive als Gründer als letztes. Wenn Sie sich zu Beginn intensiv mit Ihrer Idee auseinandergesetzt haben und alle Bausteine, sag ich mal, Ihres Businessplan komplett sind, Sie sich über alles Gedanken gemacht haben, Ihre Idee ausgereift ist, dann macht es Sinn, sag ich mal, eine Executive Summary zu schreiben. Neben dem Executive Summary weiteres wichtiges Kapitel ist das Innovationsvorhaben. Die Beschreibung Ihres Produktes, der Dienstleistung oder was Sie überhaupt machen möchten. Da sollten Sie zu Beginn den Leser erstmal abholen und einführen, um was geht es überhaupt, wo befinden Sie sich überhaupt, in welcher Branche, um was geht es denn letztendlich. In dem Kapitel sollte zum einen die Idee beschrieben werden und zum anderen der Nutzen Ihres Produktes oder Ihrer Idee, je nachdem, was Sie machen, als Produktdienstleistung natürlich, also müssen wir ein bisschen unterscheiden. Der Nutzen ist aber ganz wichtig, dass der klar hervorgeht und eventuell der USP, das sogenannte Alleinstellungsmerkmal, muss herausgearbeitet werden und aber dann, dass Sie auch gleichzeitig aufzeigen, okay, wie sieht denn die IP, die Patentsituation des Ganzen aus. Das Kapitel Finanzen und Finanzplanung ist natürlich ganz wichtig, zum einen für den Investor, aber zum anderen natürlich auch für den Gründer, dass er überhaupt weiß, wo geht die Reise hin. Es sollten Überlegungen angestellt werden, wie zur Preiskalkulation, was kostet mich das Produkt in der Herstellung, gibt es Vergleiche am Markt, wen adressiere ich und wie viele Kunden kann ich gewinnen. Das sind natürlich auch so Punkte, die in die Umsatzplanung mit einfließen, sodass ich hier überhaupt eine realistische Abschätzung abgeben kann. Für den Gründer selbst macht es vielleicht Sinn, sagen wir mal, so eine absolut realistische Planung zu machen, eine Art Worst-Case-Szenario vielleicht und vielleicht auch ein Best-Case. Ob man alles in einen Businessplan reinpacken möchte, muss man, sag ich mal, bei jedem Einzelfall so ein bisschen individuell betrachten, macht nicht immer Sinn. Aber schon ein bisschen aufzeigen, okay, was ist das Realistische, was ist aber so auch eine Planung, die ich anstreben möchte, weil nur realistisch oder beziehungsweise nur Worst Case, das ist ja auch nicht interessant, also soll es auch so ein bisschen natürlich eine engagiertere Planung auch sein. Wenn ich, sag mal, die Planung, die Kosten, meine Umsatzerlöse dann habe, daran kann ich natürlich dann, sag mal, die Finanzplanung bzw. die Kapitalbedarfsplanung ableiten. Und in dem Moment kann ich dann auch erst Überlegungen anstreben, so welche Investoren kommen denn dann in dem Zusammenhang überhaupt für mich in Frage, wer kann ein potenzieller Kapitalgeber sein. Wenn Sie Investoren benötigen und
und letztendlich Investoren für sich gewinnen möchten, ist das Team ausschlaggebend. Ein Investor investiert in Leute. Er hat nicht die Idee, sondern er hat letztendlich das Geld, um eine Idee zu realisieren. Und er vertraut den Gründern sein Geld an. Deshalb muss er natürlich von dem Team überzeugt sein. Es können natürlich Kompetenzen fehlen, das ist alles nicht so wild. Man muss aber aufzeigen, wie man damit umgeht, ob man sich vielleicht zum Beispiel Experten oder Außenstehende noch mit dazu holt. Wichtig ist, dass die Gründer von sich überzeugen können und auch die Motivation zeigen und haben, sodass man ihnen wirklich das Geld anvertrauen kann und dass man auch davon überzeugt ist, ja, die können diese Geschäftsidee letztendlich umsetzen, auch wenn es vielleicht mal ein paar schwierige Situationen gibt und nicht immer alles ganz einfach wird. Dieses Kapitel wird oftmals ein wenig vernachlässigt, insbesondere bei wissenschaftlichen Ideen, weil es erfordert einfach eine Menge an Recherchearbeit und es ist nicht immer ganz einfach, an Zahlen auch heranzukommen. Trotz allem möchte ich alle Gründer aufrufen, definieren Sie konkret Ihren Markt und Ihre Kunden und setzen Sie sich auch intensiv mit Ihrem Wettbewerb, mit den Wettbewerbern und dem Umfeld auseinander, weil das ist wirklich wichtig, um, sag ich mal, ein erfolgreiches Innovationsvorhaben auch überhaupt umsetzen zu können. Ein großer Fehler, denke ich, gerade wenn man mehr Richtung Wissenschaft, Ingenieure oder in die Richtung geht, ist, dass Businesspläne oft zu technisch geschrieben und zu fachspezifisch geschrieben werden, sodass die Texte gerade für Nicht-Fachspezialisten schwer verständlich sind und dadurch auch nicht unbedingt bewertbar sind, zumindest nicht auf den ersten Blick, sodass sie dann selber sich auch Fachexperten mit hinzuziehen müssen. Das machen Investoren später sowieso, aber zumindest auf den ersten Blick sollte das nicht gleich erforderlich sein, sondern, sag mal, sollte man sich ein bisschen wohlfühlen und verstehen, um was geht es denn eigentlich? Also so dieser Aha-Effekt, das sollte vorhanden sein. Deshalb ganz wichtig auf Verständlichkeit achten. Sprechen Sie mit anderen auch darüber, geben Sie eventuell anderen Lesern und Fachfremden auch den Businessplan zum Lesen, fragen Sie nach denen ihre Meinung. Da bekommen Sie ein ganz gutes Feedback natürlich, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Ganz wichtig, Sie schreiben den Businessplan nicht als Gründer nur für den Adressat oder für den Investor, sondern Sie schreiben den Businessplan auch in erster Linie für sich selber, um erstmal die Geschäftsidee selber zu überprüfen, um die Idee zu reflektieren, das Geschäftsmodell selbstkritisch zu hinterfragen. Und es ist nicht nur, sagen wir, ein Schönschreiben für irgendwelche Externe, sondern es soll dem Gründer helfen, seine Geschäftsidee überhaupt realisieren zu können und auch mit dem Businessplan erkennen zu können, macht meine Idee überhaupt Sinn? Ist sie überhaupt machbar? Oder merke ich vielleicht in dem ganzen Zusammenhang, nee, funktioniert leider gar nicht. Ich hatte hier einen Denkfehler mit drin oder den Markt gibt es eigentlich gar nicht. Ich finde meine Idee super spannend, aber leider will sie gar keine haben. Also weil es nicht relevant ist oder weil der Need überhaupt gar nicht vorhanden ist. Eins ganz wichtig, bedenken Sie immer als Gründer, der Businessplan ist Ihre Visitenkarte. Formale Fehler oder gar Rechtschreibfehler sind nicht akzeptabel und sollten in jedem Fall vermieden werden natürlich. Man sollte auch daran denken, an ein ansprechendes Layout. Erstellen Sie auch ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis. Man sollte, sag ich mal, die Texte durch Grafiken auflockern, aber gleichzeitig bitte daran denken, die auch zu beschreiben und zu beschriften und die im Text auch mit zu erwähnen, nicht, dass plötzlich einfach mal eine Grafik kommt. Und Sie fragen sich jetzt, warum spreche ich das überhaupt an? Weil es einfach Punkte sind, die eigentlich klar sind, aber leider erfahrungsgemäß doch immer wieder vernachlässigt werden und das ist schade, weil das sind einfache Dinge, und die sind wirklich wichtig und relevant, aber wenn man dann hier sieht, da hat man sich keine Mühe gemacht, dann fragt man sich in dem Moment natürlich, okay, wie sieht es mit der Umsetzung und Realisierung der Idee aus? Wie viel Mühe mache ich mir denn dabei? Und deshalb sind es Punkte, die man doch beherzigen sollte.